kulinarische Weltneuheit in Asbach, Bäumen, Istanbul. Der weltberühmte Hobbyphilosoph und Zerspannungsmechaniker Ali Usta Riedelmeier hat eine neue Art des Leberkäsing etabliert. Er macht nicht nur stinknormale 0815 Leberkässemmeln, nein, er bringt die ganze Gaudi auf ein ganz anderes Level. Und wenn Sie, lieber Zuschauer, sich jetzt auch fragen, was, diesen faden Dreckhafer kann man fressen? Ja, das kann man. Indem er das Leberkäsbrat 28 Stunden mit gekonnte Rückhandwatschen bearbeitet, wird durch diese entstehende Energie das Fleisch sozusagen in Fachkreisen wird es genannt gar gefotzt. Anschließend wird das Brat teilweise mit Kraut in patentierte sogenannte Flachsemmeln gerollt. Optional auch mit Senf. Oder was auch immer der Kollege rechts neitröpfelt. Im wahrsten Sinne ausschlaggebend für seinen Erfolg ist die etwas hitzigere Art und Weise, wie er mit den Kunden und sogar mit den einzelnen Zutaten umgeht. Gute Behandlung und anständiger Ton, das ist sein Gebot. Trauriger Arschficker, noch einmal, wenn du Ketchup stößt, dann spalt dir deinen Schädel. Kannst ja gleich deine Kinder fressen. Jetzt schau, dass du schleißt. Und was brauchst du, Zupfgesicht? Ja, und durch diese charmante Art und Weise machte er durch soziale Medien quasi seinen Durchbruch. Kulinarisch kann man am Riedelmeier natürlich nichts vorwerfen. Aber auch in Sachen Marketing und Werbung hat er einen besonderen Riecher entwickelt. Ja, du Arschloch, das sind 5 Sterne auf Google, wenn du mich fragst, oder nicht? Ein persönliches Interview vom Herrn Ali wurde unserer Redaktion seiner Seite her, zum Beispiel über etwaige Kunststoffbelastungen im Brat, weil muss die Plastikflaschen da unbedingt in dem Dreckbampf rumflagern, das wurde abgelehnt. Ich zitiere, mit den Worten: Fickt's euch doch mit eurem Hurnsverein und möge euch doch ein ohrreidiger Oberschenkelkrampf beim Scheißen ereilen. Tja, abschließend kann man nur sagen, lohnt sich ein Besuch beim Herr Riedelmeier Ali auf jeden Fall, wenn man nicht gerade woanders ist und wenn man sich nicht wundern will, warum der stuhlfarbene Sandhafer so rauskommt, wie er reinkommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. So, liebe Zuschauer, dann verabschiede ich mich auch mal wieder für heute und nächstes Mal sind wir dann wieder bei irgendeinem anderen Hans Wurst? Weißt du, wegen Brat? Wurst? Nein? Gut. Egal. Also, fickt euch und schlaft's nackert.